This is not an American beauty, not at all an American style. This is not an American splendor. This is not an American fight. This is something out of control, not at all an American style. Just need to steal some money, and it's time to shoot you right. This is not an American movie. This is not an American pie. This is not an American beauty, not at all an American style. This is not an American splendor. This is not an American pie. This is something out of control, not at all an American style. We just need to steal some money, and this time we shoot you right. We just need to steal some money over the American night. We just need to steal some money, and this time to shoot you right. We just need to steal some money over the American night. Bogart, Mitchum, Gable. Diese harten Kerle wussten, wie man mit Klasse agiert. Sie hatten Stil. Immer cool. In Kontrolle. Geschmeidig und zeitlos. Aber dies ist kein amerikanischer Film. Das ist das wahre Leben. Mazedonien. Hast du deine Nummern vergessen? Keine Angst, Boxer. Es ist viel schlimmer, als du denkst. Hey, verschon mich mit Filmzitaten, Tom Cruise. Ich versuche mich zu konzentrieren. Was war dein Kampfgewicht, Boxer? 105. Hä? Wer ist da? Was wollen Sie? Ivan Petrovic, Wer? Das bin ich. heute ist dein Geburtstag. Ach, wirklich? Ja, ist er. Und hier ist dein Geschenk. Also, wenn du es sagst, dann... Willkommen auf unserer Party, Bruder. Stirb langsam. Halt jetzt die Klappe.
Wollt ihr das volle Programm? Okay, auf euch wartet meine kleine Freundin. Warum sagst du nicht einfach, dass du nicht auf Scarface stehst? Hey! Du bist doch dieser Boxer, oder? Der Champion, stimmt's? Ja. Wie sieht's aus? Alles läuft wie geplant. Abgesehen davon, dass du um 2 Uhr fertig sein solltest. Korrekt, aber es ist erst 1 Uhr. Es ist Punkt 2. Es ist 1 Uhr, deine Uhr geht nicht richtig. Du hast sie uns verkauft. Das ist doch nicht mein Fehler, dass ihr die Zeitumstellung nicht gemacht habt. Du hast gesagt, bei diesen Schweizer Uhren ginge das völlig automatisch. Diese verdammte Schweiz. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die Schweizer diskriminieren die Mazedonier. Das muss die iranische Zeit sein. Dahin geht die Lieferung doch, stimmt's? Interessiert mich nicht. Hauptsache, ich bekomme meinen Anteil. Und Hauptsache, meine verdammte Rolex funktioniert. Beeilt euch mal. Wir sollten das Lager hier eigentlich leer vorfinden. Rein und raus. Die Waffen werden von den Amerikanern an die Regierung gespendet. Dann werden sie von irgendjemandem gestohlen. Keiner weiß genau von wem. Und wieder an die Armee verkauft. So läuft das in Mazedonien. This is not an American movie. Keine große Action. Aber es ist wichtig, der Boss zu sein. Und ich bin der Boss. Der Anführer meiner Welt. Was hat sie in Gottes Namen nach Casablanca gebracht? Komm schon, Boss. Mach's wie Bogey. Meine Gesundheit, ich kam nach Casablanca wegen der Quellen. Quellen? Was für Quellen? Was? Fade out. Es wird zwar erst morgen in der Zeitung stehen, aber ich habe gehört, das Waffenlager wurde gestern ausgeraubt. Was du nicht sagst. Und, was weißt du noch? Erst will ich meine Kohle sehen. So läuft das nicht. Zuerst die Fakten. Ich zahle doch nicht für abgestandene Informationen. Na gut, okay. Siehst du, wir verstehen uns. Kennst du die Baustelle oben bei der Burg? Ja, sicher. Die neue Botschaft der USA. Was ist damit? Ein Komplex der CIA. Glaubst du? Es ist nicht, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Das Gebäude hat ganze 7 Kellergeschosse. Sagt wer? Ich habe gehört, die tauschen alle 10 Tage sämtliche Arbeiter aus, damit niemand weiß, was dort eigentlich gebaut wird. Interessant. Und noch interessanter ist der digitale Datenspeicher, der dort versteckt sein soll. Er enthält alle Informationen der gesamten Region. Du weißt, was das auf dem freien Markt wert ist. Unbezahlbar. Mein Geld. Fade out. Fade in. Ich wette, du hast den Knaben zum Geburtstag sehr glücklich gemacht. Nicht so glücklich, wie du sein könntest. Bei dem, was du mir zahlst, könntest du jeden Tag einen runden Geburtstag feiern. Ich feiere keine Geburtstage mehr. Aber egal. Du machst wirklich einen fantastischen Job. Willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Hey, Hombre. Das ist Paul Newman. Hey, Kumpel. Du willst Taxi Driver, stimmt's? Ehrlich gesagt möchte ich Forrest Gump. Für meine Kinder. Du willst mich erledigen? Aber nicht mit dem Maul. Musst was tun? Ja. Ich möchte Forrest Gump. Redest du mit mir? Kann das sein, dass du mich meinst? Du redest mit mir?
Ich bin der Einzige, der hier ist. Hey, ja. Mit wem kannst du Arsch in diesem Ton reden? Was zur Hölle willst du? Soll dein Kind eine Schwuchtel werden, wie Tom Hanks? Oscar für Philadelphia? Niemals. Du bist Taxi-Driver. Gib mir das Geld. Oh, meine geliebte Frau. Was treibst du denn die ganze Zeit? Warum rufst du mich nicht an? Ich hab dir doch gesagt, ruf nicht so oft an. Warum sollte ich dich nicht anrufen? Kann ich dich nicht einfach mal anrufen? Warum sollen wir so viel fürs Telefonieren ausgeben? Arbeiten Sie? Wer? Na, die Bauarbeiter. Ja, die Restaurierung läuft. Das kann ich gar nicht glauben. Nein, wirklich. Alles prima. Schon wieder nur Mist. Hörst du? Ich kann mir das nicht länger anhören. Verstanden? Ja, aber... Unternimm etwas. Beweg mal deinen eigenen Hintern, damit das Sag Haus doch fertig sowas wird. nicht. Die Arbeiter waren seit Tagen Ach, nicht zu erzähl mir doch Hause. nicht. Soll das etwa heißen, dass der Umbau Ja, so genau. fertig Du ist? wirst staunen, wenn du aus Es Deutschland fällt mir leicht, zurückkommst. 8 Monate des Jahres in einem Armhospital zu arbeiten. Nun, es gibt eine Menge, an das ich denken muss, weißt du? Ich weiß. Ich sollte nicht nur darüber nachdenken, Geld nach Hause zu schicken und zu Traumsequenz. bauen. Also, was Ich soll brauche jetzt tun? dringend Du meine wirst keinen Traumsequenz. Hand lassen, ich rede und rede die ganze Zeit. Einfach alles nicht mehr. Paradise Island. Manchmal sehe ich meine Zehen dort, aber ich komme nicht ganz dorthin. Was denkst du dir eigentlich dabei? Ich bin doch nicht ein Maulesel, der die ganze Zeit für dich schuftet. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Goran, bist du das? Ja, ich bin's, Radka. Was ist los? Nichts. Außer dass Miranda endlich Manuel verlassen hat. Aber sie weiß nichts von seiner tödlichen Krankheit. Wer hat Krebs? Manuel? Ist das etwa einer dieser Typen aus der Seifenoper, die du immer... Mhm. Ich wünschte, du könntest mit mir zusammenkommen. Oh, ich dachte... Oh, Kato. Schon gut. Lass Goran in Frieden. Komm. Meine Schwester Radka, sie ist eine Heilige. Aber warum muss sie diese Seifenopern gucken? Film hat eine viel größere Ästhetik. Ich weiß. Du hast Wichtigeres zu tun. Danke. Zum Beispiel, dass du Mirko bei seiner Ausbildung hilfst. Oh, Goran, du bist wie der Vater, den er nie hatte. Radka, bitte, Tut mir leid, aber du bist so gut zu ihm, weißt du. Okay, schon gut. Oh, meine Serie. Ich weiß, dass du wichtige Dinge zu erledigen hast. Ich muss weiter gucken. Ja, geh nur. Ich brauche was Besonderes. Für deine Tante in Hamburg. Du weißt ja, wie sie ist. Kriegst du das hin? Dass es vielleicht so aussieht? Oder so? So wie das? Ja. Ich versuch's. Mein Neffe, Mirko. Er ist ein guter Partner. Schau mal. Siehst du die grünen Stellen? Mhm. Wir können die beiden Bilder kombinieren, indem wir das Grün durch das zweite Haus ersetzen. Und wie? So. Ja, sehr gut. Aber bau bloß nicht so schnell. Wenn deine Tante demnächst aus Deutschland zurückkommt, dann haben wir noch nicht mal das Untergeschoss. Alles klar, Boss. Ich brauche euch hier, Männer. Ihr nehmt am besten den nächsten Flieger. Ich denke, es ist bald soweit. Was? Der Schnitt. Jetzt wird gleich der Umschnitt kommen. Woher weißt du das? Sieh mal, wie weit das Terminal entfernt ist. Es wäre reine Zeitverschwendung, uns dorthin gehen zu lassen. Ich spüre es, jetzt kommt gleich. Gott. Siehst du? Das war ein Schnitt. So haben wir es in Russland gelernt. Bravo. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum es der Boss so früh zurückhaben wollte.
Da kommt gleich noch einer. Also sowas. Die Schlange ist zu lang. Und der Zoll nervt. Das hat mir Mr. Majewski persönlich genehmigt. Was denken Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? So bin ich noch nie behandelt worden. Ich werde mich über Sie beschweren. Nein. Nicht jetzt. Was ist los? Ich glaube, ich krieg einen Flashback. Bolt! Bist du okay? Ja, alles klar, nur wieder so ein verdammter Flashback. Kannst du dich dran erinnern? Nein. Okay? Okay. Cut. Bolt, alles okay. Wir sind zurück. In Skopje. Wenn du mir vorher von diesen Schnitten erzählt hättest, hätte ich viel mehr durch den Zoll schmuggeln können. Hey. Ihr seht, wer alles hierher gekommen ist. Wir haben die Saracens. Sie sitzen direkt neben den Jones Street Jungs. Und ich sehe kein Blut. Alles ist friedlich. Und das ist ein Wunder. Schon wieder die Warriors. Hast du nicht mal was Neues auf Lager? Na los. Zeig mir einen Klassiker. Ich bin Agent Johnson. Das ist Special Agent Johnson. Sie sehen sich gar nicht ähnlich. Wer sagt, dass wir verwandt sind? Hey, Kleiner. Schön, euch zu sehen. Der Boss hat gesagt, ich soll euch die neue Botschaft der USA zeigen. Da ist sie. Sie bauen und bauen, 24 Stunden am Tag. Ist ja riesig. Größer als der verdammte Kreml. Cut. Und cut. Her! Und Bolt, ne? Lass dich mal angucken. Warum bist du so dünn? Womit haben sie dich gefüttert? Kommt schon, setzt euch. Wenn man dich umlegt, gibt's einen Fettfleck und es macht nicht mal viel Krach. Was? Das ist aus 2 glorreicher Lumpen. Gut, fangen wir an. Also, willkommen zu Hause. Dieses Mal machen wir was Großes. Sind wir etwa nicht eingeladen? Brüder, schön euch zu sehen. Ein bisschen früh, aber ihr seid immer willkommen. Weißt du, was ich an unserer Freundschaft so schätze? Sag's mir. Wir beschützen euch gut und du fütterst uns Speer. Nicht wirklich fair, oder? Aber du bist nicht nur wegen unserer Freundschaft hier. Ja, stimmt. Verstehe. Ihr seid mit leeren Händen hier. Wo ist mein Anteil vom letzten Job? Dein Anteil? Wir sind hier in deinem Land. Wir benehmen uns. Wir haben nichts am Hut mit Drogen, Prostitution, Erpressung, Glücksspiel. Wir mischen uns nicht in deine Angelegenheiten ein. Wir konzentrieren uns nur auf das, was wir am besten können. Und das ist beschützen. Wie viel verlangt ihr für diesen Schutz? Nur etwas Gutes zu essen. Und deinen Anteil. Das war nicht der Deal, oder? Stimmt, aber du wolltest ja unbedingt berühmt werden. Berühmt wie Robert De Niro. Verdammte Idiot! Idiot, ja. Ich biete dir meine Freundschaft. Ich teile mein Essen mit dir. Aber nein, das genügt dir nicht. Du kommst in mein Haus und benimmst dich wie ein Schwein. In meinem Haus, vor meinen Freunden. Du hast keine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast. Sieh mich an und hör mir jetzt gut zu. Ich bekomme meinen Anteil, egal wie. Aber ich mache dir jetzt ein Angebot. Nimm deine Clowns und geh nach Hause. Nett. Leise. Und nackt. Hosen
runter, Scheißkerle. Hosen runter. Er hat ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Ich wusste, dass mit den Ostbrüdern was nicht stimmt. Der Kapitalismus macht einen fertig. Jetzt habe ich keine Kohle für das große Ding. Und mit den kleinen Jobs brauche ich 100 Jahre. Hi, Boss. Wie geht's so? War schon mal besser. Hey, Boss. Ich könnte fast meine Uhr nach euch stellen, wenn sie funktionieren würde. Blasco, wirken die überhaupt? Oh, klar. Damit kannst du dir Berge von Muskeln anfuttern. Sie haben nur einen klitzekleinen Nachteil. Naja, deine Eier, sie schrumpfen. Gib mir eine Packung Zigaretten. Rauchen verursacht Impotenz. Nicht die. Gib mir die anderen. Rauchen verursacht Krebs. Zufrieden? Nein, Boxer, bitte! Dreht ihr in den Arsch. Unser Job ist, die Leute zu beschützen. Also beschützen wir sie. Alles klar? Wie du willst, es ist deine Geschichte, Boss. Fade out. Boss, bist du okay? Heilige Mutter Maria, ist das das Ende von Rico? Hey, Boss, können wir helfen? Gib mir einfach Feuer. Was glotzt dir so? Es geht mir ausgezeichnet. Fade out. Was ist mit Bogart? Bogart hat nie aufgehört zu rauchen. Bogart ist daran gestorben. Zugegeben. Sein letzter Atemzug war eine Lucky Strike. This is not an American movie. Hören Sie, Boss, bei allem Respekt. Sie sollten aufhören.
Wissen Sie, warum selbst die doppelte Dosis Viagra bei Ihnen nicht mehr wirkt? Hey. Nein, Doktor. Das können Sie nicht wissen. Niemand kennt meine Probleme. Niemand. Hm? Habe ich Sie nicht gewarnt? Aber ich habe die nicht mehr geraucht. Ich habe mir extra andere besorgt. Sehen Sie. Ich möchte ein paar Tests mit Ihnen machen. Und so lange hören Sie auf zu rauchen. Essen Sie vernünftig. Viel Bewegung. Dann wissen wir mehr. Das wird schon. Okay? Hm? Also ich gehe mit dem Hund Gassi, damit du dein Training bekommst. Genau. Und was machst du? Ich warte selbstverständlich hier, bis du mein Training beendet hast. Okay. Boss, die Datumsanzeige stimmt überhaupt nicht. Das ist so sinnvoll wie ein Kiosk ohne Tabak. Ja, ja. Gib mir eine Packung von denen. Sicher, kein Problem. Bitte. Nein, nicht die. Gib mir die anderen. Sind die okay? Nein, die anderen daneben. Nein, die daneben. Die gegen Schwangerschaft. Die hier? Ja, die sind gut. Aber Doktor, schauen Sie. Ich habe aufgehört zu rauchen und angefangen zu trainieren. Die Testergebnisse lügen nicht. Moment, warten Sie. Das sollten Sie eigentlich nicht sagen. Was sollte ich sonst sagen, Boss? Na, dass alles in Ordnung ist. Ist es aber nicht. Wirklich? Ja. Fade out. Fade in? Also, Doktor, was Sie mir sagen wollen, ist, dass jetzt alles in Ordnung ist. Nein, ist es nicht. Fade out. Fade in. Was denn? Nichts, gar nichts. Wie sieht es denn aus, Doktor? Fade out. Fade out. Fade in. Fade out. Paradise Island. Zeig mir bitte eine Traumsequenz. Fade in. Küche. Nacht. Der Boss betritt die Küche. Ich brauche eine neue Fassung des Drehbuchs. Ich bin krank, verdammt nochmal. Ich sterbe. Ich kann nicht. Oh doch. Du bist der Autor. Du hast die Macht. Du bist doch gerade dabei, das Drehbuch für diesen verdammten Film zu schreiben. Also, schreib mir ein Happy End. Ich bin immer noch der Boss. Der Protagonist kann die Story nicht verändern. This is not an American movie. Ich hasse diese Zeile. Darko. Das ist kein Witz. Es geht dabei um Leben und Tod. Nein, es geht nur um den Tod.
Endlich haben wir eine interessante, dramatische Situation. Du hast recht. Es wird ein großes Drama, das du mit einem bewegenden Happy End krönen wirst. Darko, schreib mir dieses Finale. Oder du bist gefeuert. Du bezahlst mich nicht. Ich bekomme keine Anerkennung. Alles, was ich habe, ist meine künstlerische Integrität. Okay. Was hältst du von folgender Idee? Ich könnte doch meine Fade-Outs dazu verwenden, zurück in meine Jugend zu reisen und so mein Leben zu verlängern. Damit ruinieren wir die gesamte Story. Außerdem würde es die Zuschauer noch verwirren. Hey! Ich scheiß auf die Zuschauer! Ich... Tut mir leid, aber du bist ein Idiot. Du hast durch diese ständigen Fade-Outs sicher 10 Jahre verloren. Und wofür? Für ein bisschen Ruhm? Warum konntest du nicht normal leben, wie jeder andere auch? Tja, sieht so aus, als hättest du dir damit dein eigenes Grab gegraben. Was ein Mensch sich selbst antun kann, vermag niemand sonst zu tun. Mein eigenes Grab gegraben, ja? Warum grabe ich nicht einfach auch deins? Was sagst du jetzt, Mr. Schreiberling? Ich bin wirklich gespannt, wie du dich aus dieser Situation wieder rausschreiben willst. Hey, Boss. Vielleicht solltest du anfangen, etwas mehr auf Hollywood-Art zu denken. Das ist keine gute Idee. Na gut. Wie wär's mit einer tickenden Uhr, um dir auf die Sprünge zu helfen? Probieren wir es aus. Tick-Tack 5. Tick-Tack 4. Tick-Tack 3. Tick-Tack 2. Tick-Tack 1. Tick-Tack. Ich glaube, dies ist das Ende einer wunderbaren Freundschaft. Lieber Zuschauer, Sie denken vielleicht, es sei leicht zu sprechen ohne einen Autoren. Aber tatsächlich habe ich keine Ahnung, was ich sagen soll. Keinen Schimmer. Ich dachte, ich erfinde das alles selbst. Aber ich brauche einen Autoren. Und jetzt ist er weg. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle passiert. Oder wie ich das große Ding planen soll. Hallo. Hallo, Dinka, Schatz. Ich bin so froh, dass du mich gerade anrufst. Ja, klar. Nein, ganz ehrlich, hör mir zu. Bitte hör mir zu. Goran. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht... Ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Goran, ich hatte bisher nicht den Mut dazu und ehrlich, du wirst es nicht gerne hören. Gerhard lässt sich scheiden. Ich verlasse dich, Goran. Endlich. Ich weiß genau, was du denkst. Sind da nun 5 oder 6 Schüsse raus? Nun fragst du dich, ob heute dein Glückstag ist. Ist heute dein Glückstag? Was glaubst du, Punk? Ist heute dein Glückstag? Ist heute dein Glückstag? Ist heute dein Glückstag, Punk? Was ist denn mit ihm? Der ist nicht mehr synchron. Bin ich wohl? Nein, bist du nicht. Vielleicht hält er ja jetzt mal sein verdammtes Maul. Wartet mal kurz. Hier stimmt was nicht. Mein Glas. Erst war es hier.
Dann beim Umschnitt auf die nächste Einstellung. Cut. Cut. Gleich ist es soweit. Ich kann es spüren. Cut. Da, seht ihr? Und es ist auch nicht mehr rot. Hey, seht euch Boxer an! Was ist? Was willst du von mir? Krasser Anschlussfehler. Wer ändert denn meine Klamotten? Keine Sorge, beim nächsten Umschnitt stimmt wieder alles. Cut. 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 Glück gehabt. Der Fernseher funktioniert auch nicht. Boss, was machen wir jetzt? Gar kein Ende ist ja noch schlimmer als ein tragisches Ende. Was soll ich bloß ohne Autoren machen? Ich werde wohl selber schreiben müssen. Wir werden die amerikanische Botschaft ausrauben. Gute Idee, Boss, aber warum nicht die griechische Botschaft? Freunde sind viel leichter zu bestehlen. Die sind nicht so misstrauisch. Dafür sind Freunde ja da. Das ist also dein großer Plan? Es ist völlig unmöglich, da reinzukommen. Ah, du hast da was mit dem Botschafter am Laufen. Nicht mal mit dem Stellvertreter? Mit niemandem. Ich weiß. Wir haben sowas noch nie versucht. Noch nie. Wir haben immer nur die kleinen Dinger gedreht. Die leichten. Wir sind immer nur den einfachen Weg gegangen, haben nichts riskiert. Aber jetzt ist es an der Zeit, etwas Denkwürdiges zu tun. Jetzt. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Nicht, weil das jeder könnte, sondern deshalb, weil die ganze Welt es für unmöglich hält. Weil das hier eine Mission Impossible ist. Wie in einem amerikanischen Film. Ganz genau. Wie in einem amerikanischen Film. Und was haben amerikanische Filme? Ein Happy End, Boxer? Ein Happy End? Bingo. Das verstehe ich nicht. Darum bin ich auch der Boss. Und du nicht. Der Plan, die Datenbank aus der Botschaft zu stehlen, ist verdammt gut. Sensationell. Erinnerst du dich an das Geld, das du mir noch schuldest? Ein Dilemma, liebe Zuschauer. Hey, Boss. Ich will nicht ausblenden, aber bezahlen will ich den Kerl auch nicht. Was ist jetzt? Meine Kohle. Solltet ihr nicht mit der Planung unseres Coups beginnen, statt mich zu töten? Was? Ich biete euch meine Dienste an. Wie wär's mit diesem Dienst? Ich verstehe, du bist sauer. Du hast mich noch nie sauer erlebt, du verdammtes Arschloch. Hey, Boss. Cool, hä? Special Effects. Zu euren Diensten. Okay. Was hast du sonst noch drauf? Hi, Boss. Bin wieder da. Fade out. Du blendest immer noch ein und aus? Wie süß. Weißt du, es gibt so viele technische Neuerungen. Ja. Vielleicht bin ich nur etwas altmodisch. Und vielleicht kann ich dir mit meinem Wissen nützlich sein. Sehr, sehr. Goran? Maya. Nein. Doch, Radka, das ist Maya. Maya! Was bist du für ein wunderschönes Mädchen geworden. Ich habe dich ja ewig nicht gesehen. Es ist sehr lange her, ja. Oh, das süße Mädchen von damals. Sieh doch nur, wie erwachsen sie geworden ist, Goran. Und du siehst so gesund aus, so lebendig.
Nein. Oh nein, bitte wein doch nicht. Ach nein. Weißt du, es ist nur... Miranda. Sie hat herausgefunden, dass Manuel todkrank ist und sie ist völlig fertig. Wir reden später darüber. Und ihr beiden lasst euch nicht stören. Ach, Manuel. Also, was hast du so gemacht? Hab in New York Film studiert. Ich war sogar die Assistentin von Sam Peckinpah. Der eiserne Mann Sam Peckinpah, ein echter amerikanischer Filmemacher. Teilweise indianisch, um genau zu sein. Du kannst meine Voice-Over-Stimme hören? Konnte ich schon immer. Und ich war schon immer dein größter Fan. Boss, lass mich in deiner Gang sein. Ich kenne alle Tricks aus den amerikanischen Filmen. Entwicklung von Drehbüchern, Schauspiel, Kameratechniken, Effekte, alles. Kannst du schreiben? Auf amerikanische Art, ja. This is not an American movie. Stimmt. Aber es könnte einer sein. Du willst das größte Ding aller Zeiten drehen, hab ich recht? Und ich weiß, wie wir das hinkriegen. Ich höre. Wir machen einen amerikanischen Film. Okay, Leute. Das ist der Plan. Wir tun so, als würden wir einen Film drehen. Direkt am Hintereingang der Botschaft. Die Botschaft hat einen Hintereingang? Ja, einen Diensteingang. Während wir die Action-Szenen drehen, Explosionen, Kämpfe und so weiter, schleichen wir uns in den Komplex. Und? Worum geht's in dem Streifen? Wir werden einen Raubüberfall drehen. Aber wenn es um einen Raub geht, wissen Sie doch, dass wir die Botschaft überfallen. Ein Film ist nicht die Realität. Die Leute werden alles nur für eine große Show halten. Aber wir werden wirklich in die Botschaft eindringen. Okay, aber was verstehst du schon vom Filmemachen? Sag mal was. Ist heute dein Glückstag, Pa? Jetzt nochmal. Ist heute dein Glückstag, Pa? Mission Possible. Der ultimative Raub. Den Film kenne ich gar nicht. Das ist ja auch der Name unseres Films. Gut. Also, Ball und Herr, ihr besorgt die Ausrüstung. Boxer, die Drehgenehmigung. Kleiner, du machst die Besetzung. Und du, Boss, sorgst für die Finanzierung. Keine Sorge wegen des Geldes. Das holen wir uns ganz einfach von der Filmförderung. Ihr Projekt sieht hervorragend aus. Alles, was Sie für die Finanzierung tun müssen, ist diese Papiere zu unterschreiben. Selbstverständlich. Und diese hier. Oh ja. Und die hier auch. Gibt es keine einfacheren Möglichkeiten? Sie meint eine Geschäftsbeziehung ohne diesen lästigen Papierkram. Mach ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Gut. In Ordnung. Wir können Ihnen 100.000 geben. Und Sie bekommen eine Provision. Ich bekomme eine Null. Was, Sie wollen eine Null? Ich nehme von Ihren 100 eine Null weg. Also kriegen wir 10 Riesen. Eine Provision von 90%. Ich habe definitiv den falschen Beruf.
Abgemacht. Aber Sie gewähren uns unbegrenzte Drehgenehmigungen für jede Location und zu jeder Zeit. Business ist Business. Ihr tragt eine Kanone und ich habe meinen Filzschreiber. Wo ist der Unterschied? Das ist Stirb langsam. Schrecklicher Film. Habe ich auch abgelehnt. Ich glaube, ich kenne diesen Typen. Du glaubst, du kennst jeden Typen. Doch, Boss, wir kennen ihn. Das ist der Commander vom Waffengeschäft von neulich. Ox, bist du das? Ja. Und meine verdammte Schweizer Uhr geht immer noch nicht richtig. Hör mal, du sollst mich nicht so zum Narren halten. Was ist passiert? Haben sie dich etwa für deine guten Dienste befördert? Beförderung? Von wegen. Es gibt nur nicht genug Statisten, deshalb mache ich das. Ah. Das sollte eigentlich niemand bemerken. Aber dieser billige Schnurrbart, der hält einfach nicht. Behalt ihn. Wie auch immer. Viel Glück bei eurem Film. Ich bin zwar nur ein kleiner Statist, aber ich kann auch spielen. Ein Satz hier und da und ich habe eine Rolle, ihr werdet schon sehen. Hey Kollege, niemand ist nur ein kleiner Statist. Vergiss das nie. Boss? Scheint schon jemand vor uns hier gewesen zu sein. Nichts mehr da, nur noch das. Wozu dreht ihr eigentlich den Film? Nehmt doch einfach den alten unter einem neuen Titel. Denn wenn man einen kennt, kennt man sie alle. Und... Możesz ty, nekoj drug da ljubiš, zar može sreće nekoj drug da ti je drag. A čekam jeden den da si pak opet da poželaš ti jeden čas da se vratiš. Čega znam, druga si te nema. Kleiner, lass den Quatsch. Wir drehen einen Actionfilm, kein Musical. Was ist das für ein Scheiß? Eine Filmkamera. Das ist keine Filmkamera, das ist Video. Und das ist scheiße. Ist eine Sony. Du Idiot, wir machen hier kein Heimvideo, sondern einen Film. Also drehen wir auf Film. War Mitchum etwa auf Video? War Bogart etwa auf Video? Manaki dreht auch nicht auf Video. Videos dreht man auf Video. Filme gehören nur auf Film. Aber digital ist die Zukunft des Kinos. Genau. Fade out. Das ist keine Filmkamera. Das ist Video. Tja, digital ist die Zukunft des Kinos. Schon okay. Damit können wir arbeiten. Wie fangen wir denn den Film an? So wie jeder große Film beginnt mit dem Produktionslabel, ist doch klar. Und wie heißt unsere Firma? MGM. Maya, Goran und Mincho. Boss. Wer ist Mincho? Der dritte Mann. Also, wir haben eine Crew, Schauspieler und oh, Big Shadow, dich habe ich vergessen. Du kannst der Komparse sein. Maya, aber ich bin der Hauptdarsteller, stimmt's? Du bist der Boss. Sag ich ja. Ich bin der Hauptdarsteller.
Wir brauchen einen Hollywood-Star auf dem Plakat. Ich bin ein Star. Du bist ein lokaler Star. Wir drehen einen amerikanischen Film. Das spielt doch keine... Schon gut, tut es doch. Aber welchen Star willst du denn holen? Wir haben einen Termin mit Willis. Willis? Du sagst, du bekommst Bruce Willis? Ja, das sag ich. Bruce Willis? Stirb langsam, Bruce Willis? Bruce ist nicht sein richtiger Name. Aber wir haben Willis. Fade out. Und Action. Wir sind umzingelt von tausenden Soldaten. Maya, was soll das? Ich sehe nicht einen Soldaten. Warte kurz, Boss, ich wechsle nur die Linse. Okay, alles auf Anfang. Wir drehen die Szene, in der Boxer gegen ein paar Soldaten kämpft. Wo sind die Soldaten? Das ist alles? Warte. Hey Jungs, habt ihr Lust auf was Action? Okay, alle Mann auf Position. Und Action! Okay, Boxer, hier ran. Ja, sehr gut. Weiter, die Kamera läuft noch. Und Cut. Ausgezeichnet, super. Sehr gute Arbeit. Okay, Boss. Wir drehen jetzt deinen Dialog mit Mr. Willis. Ja, aber wo ist denn Mr. Willis? Sein Agent sagt, dass er in ein paar Tagen hier ist. Bis dahin drehen wir die Szene mit dem Kleinen. Wozu soll das denn gut sein? Hast du ihn dir mal angesehen? Der Kleine hat doch keinerlei Ähnlichkeit mit Bruce Willis. Das spielt überhaupt keine Rolle. Er dient uns einfach nur als Platzhalter. Alle auf Position. Oh Mann. Und Action! Was für Terroristen seid ihr eigentlich? Wer sagte Ihnen denn, dass wir Terroristen sind? Cut. Und Cut. Gut, spiel es ab. Was für Terroristen seid ihr eigentlich? Wer sagte Ihnen denn, dass wir Terroristen sind? Perfekt. Wir kümmern uns um den Anschluss, wenn wir mit Willis drehen. Ich würde nur hier... Warte mal. Wer ist denn das? Was denn der? Ach, nur ein Statist. Niemand. Nur ein Statist. Ein Niemand? Nur ein Statist? Wie kannst du so etwas sagen? Es ist nichts dergleichen. Ein atmosphärischer Schauspieler ist nicht irgendwer. Er ist ein Schauspieler, der nur nicht die Rolle des Stars hat. Aber er ist trotzdem wichtig. Sehr wichtig. Korrekt. Wichtig. Diese Menschen sind wichtig. Wichtige Menschen. Ja, ihr werdet schon sehen, ihr... Kamera! Action!
Wir haben unseren Tunnel. Vielleicht wird das doch ein amerikanischer Film. Okay. Wir werden da jetzt reingehen und einen Tunnel sprengen, der uns zum geheimen Zugang und damit ins Innere der Botschaft führt. Und dann rücken wir zum Allerheiligsten vor. Super. Na toll. Wir müssen in diese Richtung, um ins Allerheiligste zu kommen. Aber sieh dir das mal an. So ein Dreck. Das ist doch ein Lasernetz. Wir haben nur leider nicht das Budget, um da durchzukommen. Das ist ein amerikanischer Film. Wir können das Publikum durch eine sehr interessante Nebenhandlung ablenken. Dann können wir reinschleichen, während die Zuschauer etwas anderes sehen. Werden Sie sich denn dann nicht fragen, wie das passiert ist? Nein, es ist genau wie in Down by Law. Weißt du noch? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ist das denn ein amerikanischer Film? Nein, eigentlich ist es eine Koproduktion mit den Deutschen. Es geht um 3 ganz verschiedene Typen, die in einem Gefängnis in Louisiana sitzen. War das nicht mein Satz? Wohl. Mach den Flashback. Kleinen Moment. Das ist sehr gefährlich. Das stand nicht in seinem Vertrag. Was? Es geht hier um den Film. Die Integrität der cineastischen Kunst. Es geht um 50% mehr Honorar. Wie bitte? Was war das? Wie viel? 30. Ich kann dir auch 100 geben, ne? Los, komm. Los, Hier bei los, komm her. 20. Maya, ich hab... Lass gut sein. Bolt. Flashback. Großartig, das hätten wir. Okay. Bereiten wir die nächste Szene vor. Entschuldige mal, aber das waren jetzt schon 12 Stunden Zeit einzupacken. Ist mir egal. Machen wir weiter. Bolt, können wir? Sicher. Nee. Statisten sind wichtig.
In meinem Vertrag steht, Drehtage maximal 12 Stunden. Verarschst du mich? Nein. Verarscht du mich? Gut, packen wir ein. Okay, danke euch allen. Wir sehen uns beim Dinner. Hört mal, Leute. Was macht ihr, wenn unser Film uns reich und berühmt macht, hm? Ich mach mein Comeback im Ring. In deinem Alter? Wieso denn nicht? Kann ich ein Autogramm bekommen? Wenn Rocky den 5. Teil schafft, kann ich das auch. Ich erinnere mich, wie du früher immer von Paradise Island gesprochen hast. Ich habe selbst oft davon geträumt. Als Waise war es nicht immer leicht für mich in Amerika. Eigentlich ist das Leben niemals einfach, wenn man träumt. Hör mal, ich möchte... Sorry. Ja? Oh. Wirklich? Perfekt. Okay, danke. Willis. Kommt morgen. Entschuldige, wo waren wir eben? Na, schon gut. Denk dran, Willis kommt unter anderem Namen. Und er benutzt einen falschen Namen, weil er auf einer geheimen Mission ist. Nein, er benutzt seinen echten Namen. Du meinst Willis? Nein, Willis ist nicht sein richtiger Name. Da ist er. Das ist Bruce Willis? Nein, das ist Billy Willis, Bruce Cousin. Er ist unser Star. Kann er denn überhaupt spielen? Ob er spielen kann? Kann denn Bruce Willis spielen? Los, Beeilung. Cut. Da kommt er. Oh, das ist merkwürdig. Das ist der schlimmste Flashback, den ich je gesehen habe. Das ist kein Flashback. Weißt du, was das ist? Montage. Der Kuleshov-Effekt. Was halten Sie von unserem Land, Mr. Willis? Nun, Mr. Willis, ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie zu der Person wurden, die Sie gespielt haben? das ist die dämlichste Frage, die ich je gehört habe. Mr. Willis, mit welcher Art von Charakter können Sie sich besser identifizieren? Bevorzugen Sie physische oder psychologische Rollen? Und wie bevorzugen Sie es? On top or from behind? Willkommen, Mr. Willis. Er geht weiter. Ich sagte doch, er ist auf einer Geheimmission. Los, hinterher. Willkommen, Mr. Willis. Mein Name ist Boss. James Boss. Heilige Mutter Gottes. Ich bin Boss.
Der Boss. Alle auf Position. Was ist mit Willis? Willis? Wir filmen über die Schulter, bis er bereit ist. Und ich bin bereit für mein Close-Up. Weiß schon, Close-Up von meinem Rücken. Fade out. Fade in. Denk nicht mal drüber nach. Das ist amerikanisches Hoheitsgebiet. Und es gibt verdammt nochmal keine Chance, an mir vorbeizukommen. Cut, cut, cut! Endlich gibt sich unser Star auch mal die Ehre. Mr. Willis, sobald Sie bereit sind. Kamera über die Schulter. Meine Schulter? Meine Schulter. Action! Denkt nicht mal drüber nach. Das ist amerikanisches Hoheitsgebiet. Und es gibt verdammt nochmal keine Chance, an mir vorbeizukommen. Das war großartig, Mr. Willis. Fahren lassen. Oder ich katapultiere dich ins Zentrum von Chinatown. Jump, komm! Gotcha! Yippie-yay, Schweinebacke! Cut zur nächsten Szene. Ich hab dich schon wieder, aber ich komme wieder. Wir haben's im Kasten, Leute! Hey, Sweetie. Ich brauche ein bisschen Hilfe beim Üben der Liebesszenen. I'll be back. Yippie-yay, Schweinebacke. Thank you. Gern geschehen. Wie heißt du? Jetzt ist es ein amerikanischer Film. Mirko, kannst du die Kamera auf Schwarz-Weiß schalten? Hey, das sieht ziemlich gut aus. Okay, ich bin bereit für mein Close-Up. Alter, come on, man. Mach die Kippe aus. Soll ich wegen dir verrecken? And, by the way, was soll das dämliche Affenkostüm, Mirko, was ist das? Stimmt was nicht? Was ist los? Ja, aber... What the fuck, man? Oh, cut! Nein, cut! Cut, cut, cut! Ich kann so nicht arbeiten! Shit!
Ich bin in meinem Wohnwagen! Hier, schau mal. Ich spul was zurück. Was ist das? Das ist sein Bluescreen. Siehst du? Im Schwarz-Weiß-Modus kannst du ihn sehen. Aber wenn wir zur Farbe wechseln, füllt sich das Blau mit Special Effects. So werden Filme in Amerika gemacht. Es funktioniert also nicht in Schwarz-Weiß. Richte die Kamera auf den Wohnwagen. Der Typ ist ein Betrüger. Er ist ein Geheimagent. Das alles hier ist arrangiert. Was machen wir jetzt? Plan B. Boss? Für die Kleinigkeit von 10 Riesen verrate ich dir den Weg ins Allerheiligste. Hör mir zu. Hör gut zu, Big Shadow. Du willst also unser gesamtes Budget für dich allein haben. Dabei bist du nur ein Statist. Und außerdem gibt es nur diesen einen Weg. Na gut, okay. Was ist okay, Big Shadow? Endlich haben wir es geschafft. Der ultimative Raub. Das Herz der CIA. Seid ihr deswegen hier? Nanotechnologie. Willkommen in der echten Welt. Die Waffe hier ist übrigens auch echt. Kennen Sie den Film The Warriors, Mr. Willis? Ich habe mitgespielt. Als Statist. Könnt ihr zählen? Ich sag euch, die Zukunft wird uns gehören, wenn ihr zählen könnt. Es gibt so viele von uns, aber nur ein Willis. Ist das zu glauben? Warriors, kommt raus und spielt. Wir können zählen. Und Sie sind auch echt. Wartet. Bevor ihr schießt, musst du erst noch deinen ganzen Plan erklären. Nein, nur die Bad Guys machen das. Weißt du, wir sind die Good Guys. Die Guten erklären niemals ihre Pläne, bevor sie die Bösen töten. Nein, das ist mein Film. Ich bin hier der Gute. Ich bin in diesem Film vom allerersten Moment an. Aber am Ende nicht mehr. Und deshalb werde ich dir erklären, um was es hier geht. Siehst du, er wird's erklären, du bist doch der Gute. Kümmere dich nicht um ihn, er ist nur ein Statist. Statisten sind wichtig, ihr Arschlöcher. Du auch, Big Shadow?
Du bist ein böser Junge. Nun, das hängt von der Betrachtungsweise ab. Okay, vielleicht bin ich beides, gut und böse, you see. Ich bin Special Agent Undercover. Und warum, fragt ihr, ha? Weil meine Regierung neue Schurken braucht, die sie bekämpfen kann. Neue Opfer. Ist nichts Persönliches. It's just business. Deshalb haben wir euch reingelegt. Und was ist mit den Ostbrüdern? Boss, ich muss dir dringend etwas sagen. Ich habe noch nie jemanden erschossen. Super Zeitpunkt, mir das zu sagen, Kleiner. Super Zeitpunkt. Showtime, Leute! Maya. Liebe kleine Maya. Du hast mich reingelegt, hm? Ja, Boss. Aber warum? Denk mal nach, Boss. Weswegen wohl? Aus Rache. Rache? Mein Vater war ein großer Autor, wie du weißt. Es war seine Bestimmung, Filme zu machen. Aber bevor er die Chance dazu hatte, hast du ihn getötet. Von diesem Tag an suchte ich nach einem Weg, mich für all das, was du mir angetan hast, zu rächen. Alles, was ich tat, was ich lernte, war nur dafür. Für diesen einen Moment. Ich habe deinen Vater nicht getötet. Dein Vater ist am Leben. Ich habe keinen Grund zu leben. Ich sterbe sowieso. Obwohl Schauspieler eher nicht durch eine Kugel sterben, sondern meistens an Krebs. Mich kann nichts mehr retten. Ich kann nicht mal mehr wirklich durch einen amerikanischen Film geheilt werden. Ich habe also auch noch eine Wendung. Dein Vater. Dein Vater. Es ist wahr. Ich kannte deinen Vater. Ein Autor mit großem Talent. Er setzte Ein- und Ausblenden brillant ein und machte manchmal sogar Voice-Over. Aber eines Tages war er mit einer Situation konfrontiert, die kein Happy End hatte. Seine kleine Tochter war todkrank. Krebs. Er war verzweifelt. Ich machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Ich würde seiner Tochter die Krankheit abnehmen. Und dafür würde ich seine Spezialkräfte bekommen. Wir schickten das kleine Mädchen nach Amerika. Sie sollte glauben, ich hätte ihren Vater getötet. Aber als das Mädchen größer wurde, erfasste mich die Krankheit. Und du kamst zurück. Ich bin müde. Ich habe keine Kraft mehr. Ist das wahr?
wollte nur ein paar gute letzte Worte sagen. Es ist unglaublich, wie unprofessionell das Ganze abgelaufen ist. That's not Hollywood-like. Hey, Alter! Es ist absolut lächerlich, Mann! Niemand hat mich bisher bezahlt. Niemand! Okay? Und das Buch hatte nichts mit dem zu tun, was man mir versprochen hatte. Mein Agent ist völlig ausgeflippt. Sowas passiert einfach nicht beim amerikanischen Film. But this is not an American movie. Yippie-yay, Schweinebacke. Und der Oscar für den besten Schauspieler geht an. Ich wusste es. The Boss! Der Kleine hat immer noch kein Wort gesagt. Er weiß zu viel. Ich glaube, so gefällt er mir besser. Der Boss ist der Erste von uns, der den Oscar bekommen hat. Und der Erste, der im Allerheiligsten der CIA war. Und was hat es ihm gebracht? Und schließlich bin ich hier auf meinem eigenen Paradise Island. Endlich. Letztlich ist meine eigene Perspektive auf das Paradies besser als gar keine. Mag sein, ich lebe nicht im wirklichen Sinne, aber ich bin ein berühmter Star. Zumindest lokal. In den Filmen unsterblich und lebendig in diesem Voice-Over. Das mag Ihnen alles unglaubwürdig erscheinen. Nun, ich habe es Ihnen doch gesagt. This is not an American movie. Okay, dieser Film sollte langsam mal ein Ende haben. Fade out.